Seid begrüßt, da red Esther und das ist doch Proste Jiddisch. Ein Podcast für die, was lernen sich Jiddisch und alle, was willen hören, ein bisschen Jiddisch. Heint auf dem Programm haben wir eine neue Rekordierung direkt von Kles Kanada. Ich habe allemal gewollt gehen auf ein Festival. Ist es mir gewesen sehr schön zu hören. Und was noch? Ich gebe ab einen kleinen Bericht wegen mein neuer Heim. Seid ihr bereit? Gut. Lass mir hören ein bisschen Jiddisch. Proste Jiddisch. Shalom Aleichem, ich heiße Eschke Kirzein und ich bin da auf Kles Kanada, was ist ein Festival für jüdische Kultur und Musik und Sprache da in Kanada, lebe in Montreal und ich lerne da Jiddisch und ich bin da mit etlichen Jiddisch-Redners auf Kles Kanada und ich will fragen bei sie Fragen. Wie heißt du? Ich heiße Donna. Und was ist etwas interessant, was du hast sich gelernt da auf Kles Kanada? Ich habe sich gelernt verschiedene Tanzen, also wie Wenkere und Kolomeke. Wir können sie tanzen in Kon oder mit Purlach. Sehr fein. Und wie heißt du? Ich heiße Sonja. Und was tut man da bei Kles Kanada? Seien da zwei Fokussen, Musik und Jiddischkeit. Was meint jiddische Lieder, Klassen, Referenten, Klezmer, Klassen, Konzerten und Kunstspielen mit allerlei Instrumenten. Und Tanz und Theater und so weiter und so weiter. Wie heißt du? Mein Name ist Erwin Block. Und für was bist du gekommen auf Kles Kanada? Ich komme zu Kles Kanada speziell zu hören jiddische Musik. Und da findet man die größte Klezmorim auf der Welt. Wie heißt du? Mir ruft mich Jachet Jehudis. Und was für eine Sorte Menschen kommen auf Kles Kanada? Menschen von etlichen Staaten und Provinzen in die Vereinigten Staaten und in Kanada und euch Menschen von anderen Ländern kommen zu der Kles Kanada. Alle Deures, alle Minim, jeden und nicht jeden kommen jeden Jahr. Es ist ein Vergnügen für alle. Teure Zuhörer, in der ersten Saison von Proste Jiddisch habe ich erzählt eine Sache wegen mein Leben. Aber es ist schon lang, was ich hab nicht geredet wegen sich. Efter wollt ihr sich hören ein bisschen Neues? In Mai habe ich sich übergeklebt in ein neuer Heim. Nicht nur in ein neuer Heim, aber in einer neuen Stadt. Heint wohne ich nicht in mein Heimstadt Melbourne. Nein, ich bin gefahren weit an erich 700 Kilometer von Melbourne und jetzt wohne ich in einer Städtel beim Bregjam. Das ist ein kleines Städtel von 1500 Menschen. Das Leben da ist ein bisschen anders von meinem Leben in Melbourne, eine Stadt von mehr von 5 Millionen Menschen. Es seien da nicht so viele Restaurants und zum Bedeuten nicht kein größer jüdischer Zwiebel. Aber es ist doch schön und still. Wohnen beim Bregjam ist sehr fein. Ich kann sehen dem Jam und und die Plage ist nicht weit weg. Man kann gehen zu Fuß. Der Sommer kommt da in Australien und ich kann sich nicht erwarten zu schwimmen in Jam und snorkeln sich. Ich bin schon gewesen ein paar Mal im Wasser, aber es ist noch ein bisschen kalt. Oh, und etwas solches und solches.
In die letzten paar Chodoshim hab ich gekannt gucken auf Walfischen, weil die Habater Walfischen machen sehr Migratie und schwimmen vorbei. Es ist prächtig. Sich überkleiben ist keinmal nicht gering, aber ich hab sich zugewohnt zu dem neuen Leben. Es hat mir Tage gedauert ein paar Chodoshim. Jetzt habe ich eine neue Routine und ich bin sehr zufrieden. Ich gehe spazieren eine Sache, ich arbeite in Garten und lehn und schmus und koch wie gewöhnlich. Ich habe euch nur von herumfahren. Es ist da eine Sache schöne Natur in einem Rayon, was heißt der Saphirbreg, und eine Sache kleine Städtlach zu besuchen euch. Ich bin noch meine Chaverim und Mischpache in Melbourne, a Wade und a Wade. Und ich bin ein bisschen euch noch lernen Ponim al Ponim. Aber dank dem Internet kann ich weiter lernen meine Klassen und sein in Kontakt mit allen meinen Neunte. Als ihr seid einmal beim Saphirbreg, kommt und sagt Shalom Aleichem. Und der Episode ist aus. Teure Zuhörer, a schönem Dank für sich zuhören und a großen herzlichen Dank, die was haben mir geschickt an Ansag, a Blitzbrief oder ein Kommentar. Ich freue sich sehr zu hören von euch, von über der ganzen Welt, als ihr heute nur von einem Podcast. Bis wir treffen sich wieder, seid gesund und stark.